Also wir haben nicht gefunden, wir wollen nicht TVA erhöhen, aus dem einfachen Grund, weil wir eine Tendenz beobachten, dass die indirekten Steuern in den letzten 40 Jahren permanent Blut gehen. Zum Beispiel gucken 1952 das Gewicht von den indirekten Steuern 30%, hat das Gewicht von den indirekten Steuern 43%. Und die indirekten Steuern, die belasten hauptsächlich die Leute, die Männer abkommen sind. Und die belasten Männer, die Leute, die höchst abkommen sind. Also eine fundamental ungerechte Steuer. Und in dem Sinne würde man nicht in Richtung von einer TVA erreichen. Wir mengen, dass ein ganz Packen von anderen direkte Steuern zur Disposition stehen. Das wären zum Beispiel, ich kann so ein Steuertabelle verlängert gehen, zum Beispiel bis 50%, im Moment sind wir 40%. Da gingen die Leute, die wirklich viel zu verdienen, die viel nicht belastet. Es sind andere Elemente, zum Beispiel zurückbezahlen von der TVA-Preise, die Kraftgefährt zu verlohnen. Die könnten auch, die TVA, die wird schon zurückbezahlt, die TVA, die brechen eventuell nicht mehr zurückzubezahlen, für auch eine zusätzliche Einnahme. Dann zum Beispiel Steuerreduktion auf den Dividenden. 50% von den Steuern von den Einkommensdividenden, die gehen nicht besteuert. Und sie gehen noch immer besteuert nach 15%. Das kann ihn aufschaffen und kann ihn eine Erhöhung machen von 15, zum Beispiel 25%. Die noch eine andere Möglichkeit. Ich komme direkt auf eine Proposition zurück für die Steuertabelle um 50% zu erhöhen. Die Schweizer von Asian Abkommens. Von wegen Mord oder schwarz man für einen Menage für zwei Personen. Also das ist so der Moment, dass die Leute, die sogenannte Mittelverdiener sind, dass die schon ganz schnell bei den höchsten Steuersatz sind von nicht ganz 30%, 40%, das fängt bei 100.000 Euro zu erholen. Also wir haben noch keine konkreten Summen, die wir in der Tabelle holen. Wenn wir die Tabelle zum Beispiel gucken, diese Jahr 2001 haben die große Steuerreform können, da kann ich nur 100 Millionen andere wer dabei ist. 100.000 Euro, das sind natürlich noch nicht die Mittel ankommen. Die Partei tritt auch immer an, wird zugeschwert mit der Dividendenbesteuerung für mehr Besteuerung vom Kapital, wo sich do goufne dann in den letzten Jahren immer ganz große Diskussionen in den anderen zu Lützeburg, ob man so eine Finanztransaktionssteuer abfeiern, wie als Haltung von den Lenken dort. Also die Lenk, die haben an ihrem Programm stehen, dass die Finanztransaktionssteuer soll kommen als Lützeburg. Wir sind der Meinung, dass Kapital viel zu viel Mann besteuert wird. Wenn wir gucken, zum Beispiel in unserem Budget. Die Einnahmen über Kapitalsteuern machen 4% aus. Die Einnahmen von Lohnsteuern machen 43% aus. Direkte Farbe von den direkten Steuern. Wir mengen das total ungerecht. Ich habe noch kurz ein kleines Beispiel gelesen an der Chambre des Salariés hier im Panorama 2013. Die haben einen Vergleich gemacht zwischen Leute, zum Beispiel, die am Jahr 55.000 Euro besteuern müssen. Einerseits wurden sie gesagt, das wären Lohnsteuern. Also das wäre Lohn. Und auf der anderen Seite wäre Kapital. Wenn wir den Vergleich machen, dann bezahlen die Leute, die einen Lohn holen, 5,7% mehr Steuern wie die Leute, die dieselbe Sorten als Kapital versteuern. Das ist total ungerecht. Ich meine, es wird schon ganz viel beschwert, dass da ist mehr rentabel soll gehen, aber hauptsächlich Kapital gibt permanent immer mehr rentabel, aber nicht da. Normal wohl so sehen, also das ist so wieder so tatsächlich und man in der Realität. Das Argument allerdings von den Leuten, die behaupten, käme nicht Sänger Finanztransaktionssteuer oder Finanztransaktionssteuer besser gesagt, wie ganz schlimm als Forschung. Das macht wohl so sehen, dass du wenig Steuern rankommen. Allerdings, mit unserer Banken- und Finanzplatz gehen ganz viele Arbeitsplätze geschafft. Und wir gucken zum Beispiel im Fondsbereich mittlerweile sind wir auch schon bis mal bei 15.000 Arbeitsplätze. Ich meine, das ist ganz klar eine Diskussion, dass dort in der nicht die Materie total am Haus haben und alle die Sachen erreichen. Ich meine, das ist aber evident, dass ich muss an Richtung gehen, dass der Finanzsektor mehr kleine Devisen in der Wirtschaft gibt. Das muss ich progressiv merken.
Das so, dass man den letzten 40 Jahren permanent immer mehr aufhängig ist von dem Finanzsektor. Und das erklärt auch, wie das die Leute so einen Druck merken, quasi die stärkeren Erpressen. Wir mengen, dass wir andere Elemente müssen an dieser Wirtschaft fördern. Zum Beispiel eine Reindustrialisierung vom Land, zum Beispiel Mittel- und Kleinbetriebe am Handwerk unterstützen, zum Beispiel auch im Niveau von dem Transport. Viel schwer Cargolux anzuführen, mit der Sorge stellen und Richtung Wohn für Cargolux auch zu stärken. Hier als Aktionär 35% wegfällt und nur die Aktien auf. Dann haben wir nur von der Landwirtschaft, vom Obst an vom Gemäßbau. Sind online ganz paar die Sachen zu merken, an die Richtung, wo ich gehen, an den Finanzsektor, an seiner Envergure reduzieren.